Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umnieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisce? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gottverdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Berichte die Omerta, zerbrich ich eben. Besser, wir brauchen nicht die Kassenbücher vom Frankie Boy. Besser, wer ist auf da? Er mit dem ekelten Schädel, schön. Besser, was geht ab? Irish Coca. Aha. Milkschokolade, also. Hätte ich gemeint, der liefert Kokain oder so. Meister Vincenzo. Wir benötigen einen Schießprügel. Hast du eine Plasmakanone? Hallo Vince. Du weißt, warum ich hier bin? Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer.
Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Die Lupara, die gefällt mir. Nimm mal. Bitte, mein Kohltobi, ja? Mein Sohn, Dänisch. 14 Schuss, ja gut, geht schon. Ein bisschen mehr Munition hast du nicht, oder? Der will aber nicht erwarten. Alter, pack das weg. So, dann fällt mir gerade eine Karre. Da sind wir, Ralfi. Die Kiste da hinten, die taugt mir. Der nervt da. Was hast du heute für mich, Ralphie? Ey, Tommy, ich habe eine neue Kiste. Eine neue Kiste? Ein kleines bisschen besser als der V8 mit 80 PS. Schöne kleine Maschine. 80 PS, fällt mir schon besser. Die andere war ein Klump. Der Roadster, schon drin steht er. Seid ihr zwei gleiche? Brauchen wir zwei gleiche? Meines Wissens noch nicht. Er hat neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Aber die Kisten, das ist schön, die hat Stil. Mach mehr her. Das war's. Danke, Ralphie. Der Schubert Extra 6. Da sind wir, Ralphie. Gib dir den Schwarz auch. Da hat mir besser gefallen. Chevrolet Master. Wie die Hupen? Ja gut. Die gerade die beste. Ralphie bewusst. So, wir wollten zu Big Biff oder zu Little Tony. Ja gut, Chinatown. Oh, Chinatown, ich komme. Mit meinem Chevrolet Master. Ich glaub, der macht das hier, oder? Zumindest optisch. Der Rottel, geh weg da. Gibt die schwere Kisten. Hat er das gesehen? Hat den gleichen. Kann man denn als Auto gehen? Die haben einen grünen Schild. Nicht hier. Da war blinder hinter der Bus. Mit Buffy wollte zum Teil Klaus. Merkt er sich. Der Airport. Kann es sein, dass der Frank am Airport ist? Wären wir recht im Sinne? Und welcome to Chinatown. Da wo die Chinesen springen. Da unten ist der Kaiserpalast schön. Pass auf. Der Biff-Buff, wohin dir? Geh weg da! Alter, was ist denn da? Poker und Blackjack. Hey Biffy, da bin ich schon. Und Chef, wie schaut denn aus? Schöne Grüße von Mr. Salieri, Biff. Wir müssen wissen, wo Sie Frank verstecken. Tut mir leid, Tommy. Das weiß ich nicht. Frag doch mal Little Tony. Er steht gut mit den Bullen. Der kennt sich nicht aus. Nein, Little Tony weiß mehr. Little Tony. Können wir gleich holen, die Sau. Ist das ein Schwein oder ein Händel? Wo bin ich denn hier da? Wenn du behauptest, dass ich störe, oder was?
Der Little Tony befindet sich wo? Drunten. Los, dem geh weg da. Hey, Nick Penner. Du bist mit der da schön, rot. Schau ein bisschen edel aus. So, warte mal, wir tauschen. Guter Mann. In Rot, mit roten Streifen schön. Der schaut geil aus. Mit der Polizei da. Zeig durch Horn. Aussteigen. Mein Auto, bitte. Wir tauschen rot. Lass mich bitte. Geh weg da. Hol ihn um. Steht das in Rot? Hat mir das Teil. Und rote Streifen. So wie es außen da, es außen rum. Da links herum, oder? Und dann fleißig bergab. Ja gut, dann fahren wir wieder mal durch den Tunnel, oder? Damit du mich kommst. Gerade so mit da. Hat der andere Hupen? Nein, nicht, oder? Serienmäßig immer das gleiche geklappt. Komm, zusammenreißen. Da sind wir die Polizisten. Haben die alle das Auto oder was? Komm, zusammenreißen. Ampel rot. Sonst schalten sie ab. Und jeder voll von gar nicht, oder was? Der ist weggeschlafen. Geh weg da. Denkt ihr das? Geh mal ein anderes Auto. Die Säcke. Ich glaube, die haben aufgerüstet. Lottos Hotel. Wie schaut aus, die Springer? Darin kenne ich mich aus. So haben wir die Verleihung gemacht. Warte mal, ich bin ausgestiegen. Tommy, aussteigen. Geh weg da. Er blockiert da ist sie. Bei der Ampel rot, mir wurscht. Und dann müssen die links abgehen, gell? Da habe ich mal das Auto gestohlen. Geht da was Neues rum? Nicht, gell? Hoppala! Freunde, war nicht meine Schuld. Der hat auf die Straße gesprungen. Komm, aufpassen, da wohnt die Polizei. Der Little Tony winnt ja. Gehen wir. Der Fick vor zu. Der Penner am Steuer. Geh weg da. Weiter, bist du Little Tony? Und der geht ja da hinten. Kennt ihr dir? Na Tony, wie läuft's? Mr. Salieri will wissen, wo die Bullen Consigliere Frank verstecken. Und Big Biff meint, du könntest was darüber wissen.
Alles klar, Tom? Ich weiß nicht genau, wo Sie Frank verstecken, aber ich weiß, dass der kürzlich so ein schräger Vogel war. Der hat also Frank von den Bullen gezwitschert. Sie nennen ihn Joe der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der... Du erkennst ihn an seiner Glatze. Danke, Tony. Du hast was gut. So, wir fahren jetzt. Toll, wie er noch rum hat. Aber Little Tony ist wirklich lustig. Ein Kopf kleiner. Der gute Mo. Wer die sonst nicht da? Ohne Tom. Diese Töle. Ja gut, alles ist ja auf Gewissen, gell? Sogar Hunde. Nichts ist mir heilig. Okay, Toni, bin gut. Du, warte mal. Ich glaube, wir müssen über die Brücke kommen. Dann wollen wir gleich da mit. Da. Beim Gottesdienst. Oder so wie eine Beerdigung. Kann auch sein. Hier, du hast. Moment, Bub, bleib nicht durch. Hey, warte mal. Hotel Corleone. Soll ich noch mal vorbeischauen? Unter der Brücke schon. Ja, war bald ein Problem, ja? Nicht gut, oder? Wer tun das Autoservice? Aha, hat er gleich Musik. Wer tun nicht die Kundschaft? Oder nicht? Wie dir daheim? Also, wir suchen jetzt. Die Bumm da. Oh Scheiße. Wollt ihr es Raffa? Ich hab die Flinte in den Hosen. Verzieh dich! Verschwinde! Hey, du. Heißt du vielleicht Joe? Da bist du falsch. Ich heiße Pete. Na, dann bin ich George. Tut mir leid für dich. Hast du vielleicht einen Zwillingsbruder namens Joe? Mein Bruder geht dich einen Dreck an. Der junge Bruder. Braucht er Watschen? Also, ich muss schleunigst mit einem gewissen Joe sprechen. Den Typ kenne ich nicht. Bist wohl schwer von Begriff. Es ist verdammt dringend. Dringend ist nur, dass du dich verziehst. Der junge Kumpel. Ah, wo wollten Sie? Polizisten in der Nacht. Alter, wer tut schon? Okay, das reicht. Ich sag's dir. Wetterbaum, geht schon. 2, 3 Watschen. Du hast gewonnen. Hör jetzt auf. Ich verrate dir auch alles. Ich bin ganz Ohr. Frank hat mit den Bullen abgemacht, dass sie nach Europa schleusen, wenn er in die Kassenbücher geht. Du solltest sie beeilen. Er reist nämlich heute ab.
Sie halten ihn in einem Schuppen gegenüber den Tennisplätzen in der Oak Alley versteckt. Ja, weiß ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe, du Ratte. Du hast mir sehr geholfen, Joe. Komm das nächste Mal schneller zur Sache. Kumpel, ich nix Ratte, geh doch. Krieg gleich noch eine. So, das hat der von jetzt. Wohin? Nach drunten. Die Herrschaften in Bitten, die winkt doch. Ich hab die weit aus, oder was? Ja, sie liegt auf der Straße rum, die normal. Vielleicht ein neues Hobby. Sag mal, ich kann nicht mit dem Zug einreisen. Weil ein bisschen bequemer. Bei der Hoboken, du bist Nobi. Oh Scheiße, warte mal. Da war die Humpe. Ganz zufällig. Und ganz zufällig waren die Polizisten da, die Säcke. Der Wachmeister besteht noch. Schnappt ihn! Das war ein Vergehen. Ja, Kumpel, mach dich, schreib auf. Dass er Leere zahlt. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Kommt nochmal vor, bestimmt nicht. War mir jetzt der Strafzettel. Bei fordert der gleich, die dumme Sau. Das ist schön. Kennt ihr das? Blanke Absicht. So, wir wollten jetzt nach drunten gehen, eigentlich. Bevor ich von den Polizisten belästigt worden bin. Nein, sie von rechts, ich von links. Die sicherer. Nicht einer noch dran. So, wir cruisen jetzt nach Oakwood. Den lädt schön. Das war das die Kirche, wo wir geflüchtet sind. War das die? Kann das sein, oder? Ja, kann nichts sein. Weil die andere Kirche war doch in der Nähe vom Corleone Hotel. Hätte ich gemeint. Mein Baum, Ampi. Und der Bull ist der Wut. Gib Gas. Wobei wir müssten, weit oben gehen. Und der Pfeife verwinkt doch.
Die Oakwood Church. Da hinten ist die Highschool. Wenn Sie das bewundern, die Sehenswürdigkeiten von Oakwood. Alter, warte mal, ich wohne nichts da unten. An der Highschool vorher noch vorbei. Oh, das ist aber das Viertel da, ha? Ja, ein bisschen gehobener. Und die Highschool, jawohl. Da schicke ich doch meine Mafiosi-Kinder hin. Den nicht Blut. Sieht aus, als wären wir da. Die Highway Patrol. Dann die Polizisten oder die Morello-Burm? Mann, das war knapp. Die sind ganz Pass schön auf. besorgt um Frank, wenn Ich sie glaube, wir müssen den mit einem verfolgen. gepanzerten Wagen rumfahren. Ich häng mich mal an sie ran. Ja, treibt der Jü. Ja, im Runderbüsse. Komm, macht euch, wir rumpen drüber. Treibt Schüssen. Ah, ja, doch gleich mal gehen den Bann. Jawohl. Ich glaube, so viel bestimmt. Oh, Frankie Boy, wo bist du? Wo ist er? Ah, ich seh's schon. Der nimmt den direktesten Weg. Was macht der da? Geh weg da. Da drunten bauen sie. Muss gerade ein bisschen abpassen, gell? Nicht, dass es einen Strafzettel gibt. Voll zum Airport, wahrscheinlich, oder? Habe ich so eine Erinnerung. Weil die haben Samt gefunden, den Wulz haben, also Anstand. Also ich bin gehen wir schießen und springt jeder auf Seiten. Bruder, weg da. Der ist fix. War eine Absicht, gell?
Der Airport. Aha. Ich glaube, da raus brauchen wir noch nicht. Aber da ist der Mordverkehr schön. Ich glaube, die waren noch nicht aus. Oder sie waren noch rein, je nachdem. Und jetzt haben wir halt beim Lost Haven Airport. Jawohl. Er ist da. Wer ist da? Mit dir da? Der möchte was behaupten, die möchten gleich ballern, oder? Oder möchten verhandeln? Ja, ruhig schon. Ich glaube, die verhandeln nicht. Die verhandeln auch nicht. Er liegt hinten rum, schön. Frankie Boy, bist du daheim? Wir sollten diskutieren. Fängt da mehr da, was treibt ihr da? Laufen Bankenüberfall oder was? Oha. Herr Kuppel, ihr lebt noch. Gnade, bring mich bitte nicht um. Ich habe Frauen. Leute, Frauen, Kinder. Die nicht. Bitte. Die konzentrieren. Nein, sei kein Unmensch. Tu's nicht. Ich habe Frauen. Alter, da ist der Rottermann. Bitte nicht um. Alle rum, die Dinger mal hin. Geht das Handy. Lass mich bitte in Ruhe. Alter, töten Sie gleich mitgekriegt. Nein, bitte, verschone mich. Hey, Bruder. Der Frankie rast schon. Kein Unmensch. Tu's nicht. Pass auf. Wir rammen mich kurz ab. Ja, Kumpel, lässt doch mal die Oma oder? Der Tauber ist vorbei. Pass auf, Revolver. Du hast was gehabt. Guck. Da ist Nico. Reit der bei Zeppelin. Hangar 1. Ich habe Frau und Kinder. Tu's nicht. Nein. Mafiosi? Gnade, Nein. bring mich bitte nicht um. Lass mich bitte in Ja, du Ruhe. gehst jetzt einmal. Au. Blöde Hammi. Lass mich bitte leben. Ich befürchte, ich muss da mit, oder? Hangar 1. Bleib mir doch. Ja, bei Hangar 1 Was zum Teufel geht da vor? wird der Blei gespritzt. Komm raus. Wer tanzt da rum? Mit einem Tänzer? Komm ich nicht doch. Tag fix. Was ist der? Ich hab mich abgelenkt. Du bist auch. Oh, Scheiße. Meine gute Energie. Die hat er mal ruiniert. Komm her da. Mag ich auch mal. Jeder fast meint, er zieht man nicht drüber mit dem Brecheisen. Weil er von hinten gekommen ist. Der bei der Buben. Hat der Medikit? Braucht nur eins. Guck. Bist du da dahinter? Oder mein Grüner?
Aha. Jawohl. Alles gut, viel Idiot. Aber Onkel Frank ist nicht da. Wer schießt? Hat er das gehört? Haben die einen Sniper? Ich geh mal hinten um mich. Hört der Frankie? Aha. Der trifft dich ganz gut. Komm, los den Ball an. Bis nichts mehr hat. Und dann leg ich los. Da war noch einer. Ist er wieder da geworden? Der Trümmer-Tango. Den beherrscht er. Also Frankie, ich bin bereit zum Abrechnen. Wenn du da bist. Ohne Schiss, gell? Ja, bitte, ich will mich abwarten. Bleib ich zu ihm. Und Frank, wie schaut denn aus? Tom. Frank, der Don schickt mich. Und du weißt warum. Ich weiß warum. Ich weiß. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen, aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. So, jetzt muss ich seine Familie finden. Super. Dieser Hammi, der erpresst mich.
Wie ein Mafiosi, gell? Den nehmen wir mit. Und die Familie befindet sich. Ich glaube, die wohnen in einem Gebäude, oder? Aha. Wie schaut denn aus? Ein Bulle oder Mafiosi? Zumindest ist er gleich tot. Du Lump. Wo ist der blöde Freund? Alter, die Sau liegt da. Wo hast du hin? Jetzt schon, oder? Die Family hat sich da drin. Alter, Magnum Bocky, ey. Der Müllermann ist blutig. Denkt er nicht, oben ist er. Bleib schießen. Wer ist das? Schicken Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drin geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut. Aber beeilen Sie sich. Ist das die Family? Warte mal. Kommt der Medikit? Er hat ein Pflaster, gell? Dann können wir weitermachen. Dann bläht noch Alarm. Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier, ich bin gleich zurück. Pass auf, Frau und Tochter habe ich gefunden. Hier lassen Sie nicht stören, gell, beim Fummeln. Und der Sniper ballert immer noch. Der Trottel. Gott trefft oder nicht? Hallo Frankie, hups. Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. Aber Frankie Boy, keine Faxen, gell? Sonst hau ich zu. Und wundert dich nicht, der ballert einen Sniper. Nach Lust und Laune. So, die Damen, Leute, Bruder. Frank! Gott, ich hatte Gott Alice. sei Dank geht es dir gut. Mein Schatz. Danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour. Und nicht so die Tickets, wie der Damisch. Oh Gott, was sind diese? Die Tickets. Die sind nicht. Hat die da drin? Oh Gott, die Flugtickets. Oder habe ich die auf? Die steht immer noch. Die Deppen schießen gleich rüber. Ein Radar herkommen, gell? Die Flugtickets. Vielleicht sind die drum, ha? Im Hauptgebäude. Da sind wir, Sniper. Er oder ich? Einer folgt gleich. Der fix um. Zuckt er noch, Ski? Er hängt da drum und zuckt. Ausgezuckt.
Bei der Thompson ja. Ticket brauche ich. Diese depperten Tickets. Also ich sag der Hauptgebäude. Weil so mit dem Hangar, wo ich kam, oder? Und mein Ticket im Hangar, wir tun sowas. Wahrscheinlich werde ich die Tickets holen und der Frankie haut ab. Bei der Hauptgebäude wo? Oha. Bei der die war jetzt. Hat er geballert. Zu mir da. Die Sau war jetzt um. Mit dem Flatbeat. Bei der da mit dran. Der Vollgas. Über Freund und Feind. Warte mal. Und die Bullen. Ja, damit. Aber ich nicht mehr, gell? Bei der Wohnung habe ich geplättet. Hätte ich gesagt. Oh, das ist es. Ein Blattschuss, muss ja, oder? Ja, die Bullen sind geholt. Du schleicht mal da. Bei der Muni. Er hat einen Revolver gehabt. Also mal, was tut denn da für Sound? Ja, der Trottel steht immer noch da, schön. Wo treibt der da hinten? Ich hab Frau und Kinder. Tu es nicht. Bei der Tickets hab ich. Bist du Mafiosi? Nicht, oder? Ein Traumtänzer. Wie schaut denn draußen aus? Ich hab Frau und Kinder. Tu es nicht. Sag keiner. Bitte, verschone mich. Der war zumindest ein Polizist. Der bis tot ist. Nein, bitte verschone. Ja, was ist denn da los, Ski? Ich habe eine Familie. Da kommt ein Taxi voller Polizisten. Zum Lang gehabt. Nein, der wahrscheinlich wollte die Tore nicht. Wie schaut das mit Bumm? Schaut hier schlecht aus. Pass auf! Habt ihr das Gewehr gehabt? Die Flinte, jawohl. Wer ballert das?
Ich sagte, wir nehmen einen LKW. Ich glaub, da bist du ein bisschen sicherer dran. Okay, Frankie, gib mich wieder. Hätte aber mal nicht recht mit den Wünsche. War das da drin? Weil er findet die sofort, die normal. Scheint normal zu sein. Und sie hören gar nicht auf. Okay, Frank, die Tickets. Ja, wir möchten die Biere haben. Alles erledigt, Frank. Danke, Tom. Lass mich Marge und Alice noch Lebewohl sagen. Dann bringen wir es hinter uns. Frank, fliegst du nicht mit uns? Was? Ich kann nicht, Marge. Was? Tommy und ich sind in einer ernsten Situation, die wir erst klären müssen. Stimmt's, Tom? Frank, sag mir einfach, wo die Bücher sind und geh mit ihnen. Was? Wie willst du das dem Don erklären? Vergiss es. Das ist mein Problem. Wo sind die Bücher? Das vergesse ich dir nie. Hier ist der Schlüssel zu einem Safe in der First National Bank in Downtown. Dort sind die Bücher. Nimm ihn, Tom. Danke. Und Tom, Dank für alles, was du für uns getan hast. Ich stehe in deiner Schuld. Und sag dem Don, es tut mir leid, dass es so enden musste. Für den Don bist du tot, Frank. Wenn er das Gegenteil herausfindet, hast du nichts mehr zu lachen. Und jetzt geh. Tommy, ich werde nie vergessen, wie du uns geholfen hast. Gott segne dich. Auf Wiedersehen, Mister. Und vergiss nicht, was ich dir damals im Auto gesagt habe. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Frank hatte mir das im Auto gesagt. Und jetzt sollte ich einen Freund töten. Nur, dass ich das nicht tat. Tu niemandem an, was niemand dir antun soll. Oder wie sagt man noch gleich? Und ich wollte nicht, dass Paulie mich eines Tages umlegte. Tja, vielleicht habe ich ihm gerade heute einen Grund dafür gegeben. Ich habe es so gewollt. Hoffentlich mag er mich so sehr, wie ich Frank mag. So, wir wollen jetzt zur Bank nach Downtown. Oh Gott, segne dich, sagt er. Ich glaube, die segnen mich, wenn ich unter der Erde liege. Pass auf, aber wir fahren da nicht mit dem LKW um. Da soll man schön in die Kisten. Ich hab die Wand. Du schaust aus, geh wieder durch. Nein, geh mir nicht. Hab die Sicherheit, Poller. Hi, Friends. Hey, fix. Ich glaube, die haben immer noch ein Problem. Die bomben da schön. Aber waren explodiert die Kisten? Komm, fertig. Ja gut, ich hau ab. Oder nicht? Ich glaub, der Los bin ich gefunden. Der explodiere. Die Saukisten.
Bleib mit der Magnum. Eine Molly Werkhorn. Ja, ist sie, oder? Endgültig. Ja gut. Die alten Autos geht, die halten was aus. War Qualität. Weil da fahren wir auch mit dem Polizeiauto mal. Gebiss so. Das macht Eindruck. Was treibt ihr? So, wir cruisen jetzt nach Downtown, nach dem Massaker am Flughafen. Da ist er durch den anderen Weg. Herr Bledu, geh mal. Wenn die damit singen. So, Lost Heaven, du hast mich wieder. Hey, da war meine Kollegen. Ich hab zurückgeguckt. Geh weg, der Polizei kommt. Alter, gerade nur die Biegung. So, National Bank auf der linken Seite. Alter, da muss gerade abpassen gehen. Der hat den Tom wohnen. Also da mich wohnen. Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen. Alter, Lukas Bertone oder Salieri? Wie sagt er? Salieri. Weil da noch ein roter Blitz sind. Wir sind wieder mal mit voller Elan über die Rote Ampel und über die Giuliano Bridge. Bayern, gib mir Gas. Und schauen, wo die Kisten kommen. Ich hoffe, meine Kollegen sind mit zusammenreißen. Männer, geh weg da. Jawohl. Ich hab mich zumindest gehört. Geh, springt auf die Straße. Ja gut, im Grunde fahren wir den gleichen Weg, gell?
Träne war nix. War die Versuchung, auf die Tube zu drücken. Da pass auf, Onkel Salieri, ich bin zurück. Mit den Kartenbierer und mit dem Polizeiauto. Ich glaub, der wird schuld auf mich sein, oder? Der Onkel Ralphie hat ein Polizeiauto. Wie steht das da hier? Einpacken kann er einen Lurt. Was brauchst du? Was ich brauche, nichts brauche ich. Einen Chef brauche ich.